Meine Herrschaft, wir haben die alte Tradition, jetzt wenn wir Lille spielen oder Wein nicht thematisiert wird, dass er mit den Gästen aussteht. Das ist sehr zum Wohl. Ja, sehr zum Wohle, meine Lieben. Patrick muss fahren. Der Patrick muss fahren. Ja, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Das ist. Aber es hat ja früher, also vor bald 30 Jahren hat es so angefangen, da war ja ich derjenige. Da war ja ich derjenige, der einen Führerschein hat. Und da habe ich ihn Patrick noch chauffiert damals. Das weiß ich noch. Das war Aber nicht lang, ja. und da weiß ich noch, es ist ja so, daran merkt man auch, dass man schon ein gewisses Alter hat, weil, wenn mir aufhört, es war 1994 am Anfang. Und so also die Eingewöhnungsphase in die Musikbranche des Wiener Liedes war quasi sozusagen Ende der 90er Jahre. Und ich weiß, dass da alles noch Kopfsteinpflaster war. Jeder Gehsteig in Wien war Kopfsteinpflaster. Das glaubt man nicht. Ich weiß das, weil wir haben damals natürlich uns ja nichts, wir haben gerade ein Instrument uns leisten können und ich habe so einen Leinensack gehabt, wo das drinnen war. Das ist so wie heute, da sagst du Taschen irgendwo kaufen, das hat es ja nicht gegeben für das. Und der Patrick hat so einen Koffer gehabt. Und da hat er die geniale Idee gehabt, ich kaufe mir einen Kofferwagel, da kann ich das rauf. Und dann kann ich hinter mir her, dann brauche ich es nicht immer dran. Und ich weiß, dass das natürlich erstens Punkt 1, aufgrund unserer finanziellen Situation war das Kofferwagen natürlich, das war, da hättest du nicht einmal im Mundharmonika sagen können, geschweige denn. Aber es ist ja Da bin ich auf die Italienstraßen zum Lana gegangen und habe gesagt, ich brauche einen Kofferwagen, das günstigste, was haben bitte. ja. Und es war nicht günstig, war billig. Und jetzt war es aber so, dass immer, wenn er es gezogen hat, sind wir drauf gekommen, das ist ein Kopfstabpflaster und der rüttelt so und entweder fällt es um oder es verstimmt sich, nicht? Durch dieses Rütteln, ist ja nicht gut für die Harmonika. Das war nicht nur das, was noch dazu kommt, ist ja, dass das von der Größe her auch... Nein gut, das war das nächste, der lange Luder. Das war schon... Ja. Aber alles ein Nüchterner, was nicht so wild, lustig war es, wie er angesoffen war, wenn er gegangen ist damit. Und da haben wir dann gekauft, so einen Aufkleber, gell? Wagen schert aus, weil wir hinten da ist so, beim Kierlinger, außer wer es kennt, in Nussdorf, beim Kierlinger, was rausgeht vom Herigen, dann gehst du 50 Meter durch den Garten und dann ist auf die Straße. Also für die 50 Meter der Patrick mit dem Wagen, der braucht eine halbe Stunde. Und das ist überall ist er umgefallen damit. Überall ist er mit hoppala, hoppala. Ich habe immer nur gehört hoppala, hoppala mit dem Wagen. Aber der Punkt war, der ist gar nicht viel gefahren damit, weil eben aufgrund vom Kopfstabpflaster hat er im Endeffekt eigentlich die meiste Zeit das Wagerl und die Harmonika tragen, nicht? Weil es ja so, und darum war es ja das Kopfstabpflaster, war alles Kopfstabpflaster, egal was war. Und dann bin ich gefahren, über einen Führerschein gehabt, nicht? Aber Ein Auto nämlich auch. Auto habe ich auch gehabt, ja, klar, nicht? Das, Vor der Wagen ist das noch gegangen. das was? Vor der Wagen ist das noch gegangen, ne? Ja, Vor der Wagen. ja, nicht kuschelt werden. Aber wenn es recht hast, gell, das spielt nicht. Ja, na pass auf, und weil wir jetzt schon vom Alten reden, also das war alt, ich meine, aber das war die alten Zeiten, spielen wir ja ganz ein altes Wiener Lied. Das ist uralt, das ist so alt, man weiß gar nicht, wer das geschrieben hat oder wie es einmal geheißen hat. Das ist also mündlich überliefert worden und irgendwann 1820, glaube ich, ist das dann einmal niedergeschrieben worden, also hat es einer niedergeschrieben und wurde so datiert. Und das heißt immer, man sagt immer so, wenn man so die Quellensuche macht, so eine Faustregel, wenn einmal was niedergeschrieben wird, das erste Mal kannst du immer davon ausgehen, das sind so 70 Jahre, plus minus, älter ist es auf jeden Fall. Und in dem Fall, so kann man sagen, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert ist dieses Lied, und man hat früher haben die das ja sehr akademisch gemacht und das ist also niedergeschrieben, nicht, und genau richtig indiziert und wie das alles heißt, und da hat einen Titel drüber geschrieben, damit man weiß, nicht wie das Lied heißt, weil ich habe nicht gewusst, wie es heißt, sondern worum es geht. Und in dem Fall ist der Titel einfach nur lokale Ausdrücke. Das passt immer. Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn, bei der Nacht in der Leopoldstadt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahle einen Gulden bloß nur, weil ich glaub, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut sagen, ja schau, dass du weiterkommst von meinem Wagen. Du pugert's mein Käferl mit dem überm Heferl. Du da geschwind ein Barschen, sonst kriegst du eine Flasche, so geflickt der Beil, wie ein Taschenpfeil ist ein Maßleisch auf der Erde. Mit deinen Spatzwadeln kannst du einen Schubkern radeln, nicht ein Junkerzeigel, aber brennt's Magenbeigel. Ich könnt den Wasserranzen an eine putzen, das sind immer 12 Leuten her.
klingt fast italienisch, gell? Nee, ich hätte schon gesagt, ne? Also wenn man es halt nicht kann, nicht? So. Also wenn einer nicht Italienisch kann und nicht Deutsch kennt, kennt er sich heiraten lassen, ist mal Italienisch. Und gar nicht. Ich muss erst nachdenken, wie die zweite geht. Jetzt habe ich nämlich umgestellt auf Italienisch, weißt du? Und jetzt ist mir aber im Denken ist mir eingefallen, ich kann ja gar nicht Italienisch. Und jetzt haben sie meine Gehirnhälften gerade unterhalten. Nicht? Und wie halt Wiener Gehirnhälften so reden, immer nur was die, Alter, bist deppert, Alter, was schaut das hier, Alter. Immer nur Alter, nicht was die jetzt Eine sehr noble Dame kauft am Naschmarkt ein. Doch tut ihr alles zu wenig und zu teuer tut sie. Wegen 3 Kreuzer handelt sie eine Viertelstunde rum. Und zum Schluss kauft sie nichts. Ja, da wird's der Kreidlerin dumm. Und die Kreidlerin fängt an zum Schimpfen, was sie nur kann. Kauft der Schuster Laberl, schlampert der Radibabel, so ein gerappert Schlamperl, für ihr Oberstrampel, angelegt der Zuselfetzen, müssen es abschätzen, das haben wir nicht vonnöten, na gut Lob. Ich kennt die Feierzangen, gleich beim Zopf fangen in meine Brot, die Babens, Grotzen, Plädee, Staatsgrill mit Schäpsenschell. Schau, dass du weiterkommst, sonst werde ich grob. Das Goldene wieder Herz. Aber das ist jetzt schon noch am Italienisch, gell? Na, inhaltlich zumindest. Inhaltlich schon. Ein Hausmeister, der spritzt Trottoir voller Grand und spritzt einer Frau absichtlich aufs Gewand. Drauf sagt sie, Sie Flegel, was geben Sie nicht Acht? Naja, drauf ist der Hausmeister schrecklich aufgebracht. Der schreit gleich voller Zorn. Jetzt spür auf deine Gluren. Ausgewaschen Socksenkäbe, deppert's Grutenweibe. Du hast ja eh schon schön, wenn wir am Mistbaum kleben. Angeschaut der Haringschädel, schlappert's Anschlagzähler wie die Stotengriff verhindert fuhren. Du kannst nicht mehr fliehen mit einer Tier drehen, schon möchtest du umgeben, kannst das Ding erzählen, Schiepplatz, Kreuzer, Weckerl, schlappert's Sport zu Schreckerl. Schau, dass du weiterkommst, sonst wär die Orde weh. Dankeschön. Was ist das für Wort? Spotzenschreckerl? Spotzenschreckerl. Schreckerl? Schreckerl. Ja. So die Deutschen haben wir schon ausgespielt. Und die 2 Spotzenschreckerl? Er ist ein Hartniger, aber die packen wir auch noch. Ich glaube nicht so einfach. Das schaffen wir nicht. Das ist ja. Das war ja noch China, gell? Das war ja noch China. Oh, herrlich. Ja, meine Herrschaft, wir wollen nicht ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch verlieren, weil wir müssen schon was trinken, aber es muss ein Geschäft machen. Ich habe schon heimlich getrunken. Ein Wasser, gell? Nein, auch. Oh, Wasser, ja. Na schaut, aber wenn jetzt noch mal ein Deutscher da ist, aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, es fährt ein Zug durch Deutschland, fährt in Hamburg weg, durch ganz Deutschland durch, bis nach Österreich, bis Wien. Und am WC befindet sich der bahnamtliche Vermerk, die Benutzung des Klosetts ist für nur 5 Minuten gestattet. Und der Erste, der dort sitzt, braucht natürlich schon mal länger, ist eh ganz klar, nicht? Weil er schon bis ein Gürtel schnell aufgemacht hat, das geht so. Und nimmt einen Stift und schreibt drunter, wer hier mal was verrichten will, der möge sich mal sputen. Die Bahnverwaltung gönnt ihm nur zum Kacken 5 Minuten. Der nächste steigt ein, denkt nicht lang drüber nach, nimmt einen Stift aus und schreibt drunter, wer diesen Vers geschrieben hat, der ist gewiss aus Preisen, wer nicht viel zum Fressen hat, der hat nicht viel zum Schießen. Logisch, nicht? Dauert nicht lang, steigt der nächste ein, schreibt er drunter, ja, und wer dieser Vers geschrieben hat, das ist gewiss ein Bayer, die fressen viel, die saufen viel und scheißen wie die Reiher. Steigt der nächste ein, schreibt er drunter, seht ihr die deutsche Einigkeit, die tut sie sich beweisen, dem einen können es fressen nicht, dem anderen nicht, der Scheiß ist der Arbeitsmittel. Schließlich aber steigt ein Österreicher ein Wiener, ja, ein Otterkringer. Das ist der beste Wiener. Wer Fried und Eintracht sehen will, der braucht nicht weit zu wandern.
In unserem schönen Österreich scheißt einer auf den anderen. Ich hab gewusst, ihr steht auf Poesie. Aber da sieht man die gesellschaftliche Entwicklung. Versteht ihr, Das war ja fast lyrisch. wenn ich jetzt sage, ich bringe die Bürgschaft, nicht? Dann sagt er, ja, werden wir schon durchhalten. Aber da sieht man den Unterschied. Nicht? Was ist mit unserer Gesellschaft geworden? Ich meine, die Bürgschaft, gut, auf der anderen Seite haben wir gar nicht gemerkt. Irgendwas mit Tyrannen, mit Feidel und mit Ding und der Bund im Dritte. Das war schon das erste Gedicht über den Bauernbund, glaube ich. Das war schon, da ist gegangen irgendwas, ja, aber da ist er gegangen am Schnee und um Wasser und um alles Mögliche, und Aufhänger und ja, das war alles Landwirtschaftsthematik halt. Ist ja so, das können wir nicht so. Naja, was? Das ist ja das berühmte Trias, nicht? Flora, Fauna, Recker ist halt immer überall dabei. Und das, wir sind es gewinnt. Am Land, gell? Patrick, Leidestall. Wir sind es gewinnt, gell? Natürlich. Giebekreuz und Lager. Wie heißt das? Giebekreuz und Lagerhaus treibt den nächsten Teufel auf. Das ist bei uns Uns einer versichert sich einfach. Aber ja. Na gut, wie auch immer das nächste Lied, meine Herrschaften, das ist jetzt mit Musik. Ja, es wird Zeit. Also wer kommt? Es wird, ja, wir haben uns extra, wir haben gehört, nein, wir machen es selber. Wir machen es selber. Besser ist es. Wir trauen uns. Wir trauen uns. Und zwar handelt es sich um ein Stück, das ich mir selber gewünscht habe heute. Also es gibt ja grundsätzlich, ich kann sich ja wünschen, aber wir spielen ja oft keine Wunschlieder, wenn wir es nicht kennen. Nicht? Weil wir spielen schon Wunschlieder, aber nur wenn wir es kennen. Wenn wir es nicht kennen, spielen wir es nicht, weil ja, das haben wir oft gemacht, aber glaubt mir, das ist jetzt wieder nebengegangen. Also, wir sind dann draufgekommen, wirklich, also irgendwie, das hat mir eh lang gedauert, gute 10 Jahre. Dann haben wir gemerkt, du, wenn du ein Lied spielst, was du nicht kannst, da ist kein geholfen. Das ist wirklich, das bringt haben wir wirklich oft probiert. Wenn man es doch dann wurscht, wird schon gehen. Nein, geht nicht. Ja, es geht nicht, was du nicht kannst. Was du kennst und nicht kannst, haben wir die Chance gespielt. Gell? Den Rest, ja, den Rest hat man auch noch. Ja, schau, das sieht doch gar nichts. Das ist ja die Hand bis über die Augen. Schau, da so. Siehst du, Patrick, die muss ich einmal so aussehen. Hast du mir am Freitag im Schneesturm nicht gesehen? Das muss aber, das war mir mal was Neues bei so einem Wiener Lied und wenn man dann sagt, Entschuldigung, ich muss jetzt kurz unterbrechen, ich muss den Patrick ausführen ein bisschen. Aber mit einem Mantel. Mit einem Mantel? Mit einem Mantel. Ich weiß ja nicht, warum ich mit dem bald 30 Jahre zusammenspiele. Ich schon langsam frage mich, weißt? Weil ich ein guter Musiker bin, nicht weil ich ein guter Freund bin. Aber ein braver Hund, gell? Ganz ruhig, gell? Stört nichts. Bin immer ruhig. Ein braver Hund. Naja, wenn manche gehst, so waren wie der Hund, wirklich, heute ist es nicht, aber gestern haben wir welche gehabt, gell? Ein Ankerl war dabei, die war lieb, aber ist da am Arsch gegangen. Das war an jeden nämlich, an jeden, nicht nur uns. Und keiner hat gewusst, weil es lieb war irgendwie, aber jetzt hat er, ja, lieb war es nicht, das ist schon recht. Nicht? Ich versuche nur eine neutrale Position einzunehmen. Aber das, wie kommen wir zurück zum, ja, eigentlich am liebsten nicht was Heimdraht, aber das kannst du ja auch nicht machen heutzutage, das geht ja nicht. Das ist ja, also mir eher nicht, gell, aber die anderen nicht. Du hättest es gern Heimdraht, gell? Du hättest es gern. Das war das erste Mal, dass die gehst, jetzt nicht sie echauffiert haben über den anderen Gas, sondern dass die Gästen untereinander gestritten haben, wer es schlagen darf. Das war ein Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, das haben wir auch noch nie gehabt. Das haben wir noch nie. Ich habe nur die Maßen gehabt, dass ich in den Acker als Pufferzone zwischen ihr und mir. Aber ja, war trotzdem ein Leiberabend. Nicht? Das ist einmal, und weiß gar nicht, wie wir auf das jetzt gekommen sind. Das war eigentlich, gell, wie man sagt, vom Hund. Da geht einer mit dem Hund essen und wir kommen zack bis dahin, wo wir einen Leib schlagen wollen. Du hast einen Wunsch heute. Einen Wunsch? Ich habe einen Wunsch heute. Ich habe einen eigenen Wunsch, den möchte ich gerne spielen. Hast du mir vorher gesagt? Den haben wir, nein, den kannst du nicht. Und zwar haben wir letztens gesagt, Patrick und ich, was war eigentlich dein Lied 2023? Was war das Lied, das was wir besonders gern und oft gespielt haben?
Und er hat das gleiche gesagt wie ich. Ja. Und darum möchte ich das jetzt so spielen. Ein Feriwunsch, ein relativ unbekanntes Lied vom Feriwunsch, wobei der Feriwunsch selber sehr bekannt ist. Wir werden dann noch ein paar Lieder für ihn spielen. Also er ist gar nicht so bekannt, aber seine Lieder. Und da wird es staunen, welche Lieder der geschrieben hat, welche bekannten Lieder er geschrieben hat. Aber das ist sehr unbekannt. Viele glauben, die das Lied kennen, dass der Hodiner Karl geschrieben hat, weil es auf seiner zweiten Schallplatte damals war. Und weil es relativ jazzig ist. Ist irgendwo aus den 40er Jahren, Ende 40er Jahre, wo ja der Jazz eben wirklich nach Österreich gekommen ist, wo das ja aufgenommen worden ist. Und das spielen wir euch jetzt mit einem unglaublich, wirklich sagen, einen wichtigen, leibenden Text. Und der Titel allein sagt schon, beim Wein darfst nicht fad sein. Also, das war ein Genie. Das war ein Genie. Ich muss ein Intro spielen, gell? Wir haben vergessen gleich. Beim Wein darfst nicht fad sein, bei einem Lied muss schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln lieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Noch das an, weil sonst fliegt's dann davon. Applaus für Patrick, meine Herrschaften. Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln lieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Noch das an, weil sonst fliegt's da davon. Das ist schnell gegangen. Dankeschön. Wir haben ja, wirklich, Abgekotet. ja. Wir haben gerade vorher gesagt, das ist so ein braver Hund, gell? Der ist ganz ruhig. Der ist ganz brav, gell? Patrick, nimm dir ein Beispiel. Was? Ich werde alle jetzt zurückböden. Ja, Das bist Ankerhaber. ja. Patrick, Böhner, die mir zu. Ich nehme einen Schluck von mir. Schaut einmal, meine Herrschaft, du bist sehr. Zum Wohle. Im Prinzip können wir festhalten, jetzt, wenn wir was spielen, trinken wir nachher mit den Leuten. Das ist eigentlich, brauchen wir nicht herumtun. Schaut einmal. Schon langsam, ne? Ja, Es
wirst mich Meine Herrschaften, ja, wir arbeiten uns jetzt mit dem nächsten Lied zur ersten Pause. Was? Ja. Ja, die Engel. Ersten von 3, ne? Die Stimme aus dem Hintergrund. Immer beim Film sagt die Stimme aus dem Off. Und das war wienerisch. Der Otto ist unser Stammgast, der Otto Weltklasse. Otto, die Wenn ich sage, ja, bravo Otto. Wenn ich sage, wir kommen zur ersten Pause, was? Jetzt schon? Ach so, ja, ich trinke heute weniger. Ein Philosoph. Das ist einmal gigantisch. Schaust du kurz auf die Uhr mit, genau. Auf welche Uhr? Auf deine da. Wieso? Was soll ich schauen, ja? Ja, danke, basta. Ach so, du willst die Uhrzeit wissen? Das sagt gleich aber. Nein, schau Auf die Uhr, wie gesagt. Ich habe so einen, der mitdenkt. Das war halt wegen einem Parkschein nachlegen. Parkschein noch, das ist auch eine der Errungenschaften. Halber Musik. Ja, um halber, nein, das ist ja jetzt. Dann machen wir Das passt, wir spielen ein Lied, das passt für alle Raucher, die da sind. Habe ich extra ein Lied geschrieben, nämlich ein Lied mit dem Titel Ruherslang am Bötzungen. Und es ist ja so, das Lied fängt an mit einem Husten. Bitte, das muss ich dazu sagen, weil es wichtig, weil das haben wir früher, das hat mit Corona gar nichts zu tun, lustigerweise, aber schon vorher war das ja so, wenn ich es nicht dazu gesagt habe und wir mit einem Husten angefangen haben, das ist ein avantgardistisches Stilmittel, was wir da einfach eingebaut haben. Aber wenn wir haben mit dem Husten angefangen, das haben die Leute, hat das überrascht und auf einmal sind mitunter dann Herrschaften mit Erste-Hilfe-Maßnahmen über uns hergefallen. Und es ist halt so, wenn zur vorgerückten Stunde beim Heirigen dir Gäste Erste Hilfe geben wollen. Das ist der letzte. Naja, wie soll ich sagen, ist ja nicht so, dass dann ein charmanter junge Dame auf einen herstürzt und sagt, warte mal, übernimm die Beatmung. Nein, es kommen dann nichts für ungut noch was, aber eher solche. Ja. Naja, es ist, ich mag die, aber ich will die nicht puzzeln, verstehst du? Das ist kein... Und das ist oft, dass jeder kommt, ja, das Hemd ist, was da ist kein Rohrle trägt, Loch leicht raus und das Gold geht dann und kommen sie, ja, lass mich durch meinen Motorboot scheiden. Dann kommen sie, haben sie schon eine, gerade den Schweinsbraten, den Fleischlaberl, den Gurkensalat mit Knofen. Es ist schon richtig, die wecken Tode auf, aber wenn du lebst, bist du hin, verstehst du? Das ist einfach, das muss anders. Und das ist einfach, und da waren einmal zwei ältere Damen, die haben in einem Bachhändler, haben sie nicht zusammengegessen, haben sie in ein Staniolpapier, haben sie es eingepackt zum Mitnehmen. Die haben das raus und haben sie die Alufolie als Rettungsdecken, haben sie uns nicht drüber gehabt. So Fettflecken. Nein, darum habe ich gesagt, nein, ich habe gesagt, ja, Patrick, ich muss es immer dazu sagen, das gehört zum Stück, bitte keine Ausraster. Ja, es ist, bitte, wenn wir jetzt zum Husten anfangen und es dauert ein paar Minuten, dann vielleicht fragt sie mich nach, ob nicht da was ist. Ja, aber ansonsten... Es geht uns gut sonst. Ansonsten gehört es zum Stück. Dann machen wir eine Rauchpause, nicht lange, eine Stunde, 2 Hexen. Und dann spielen wir weiter und dann möchte ich jetzt schon sagen, dass schon vorbereiten. Dann komme ich mit dem Kerbel. Ich würde sagen, ne, schau, still ist, gell, da ist still, da kann auf einmal zack versinken. Das beste Publikum ever. Ja. Ich warne euch schon vor. Na gut, aber jetzt die Pause geht's noch unbeschminkt verbringen. Unbeschminkt, ja, nicht unbeschminkt. Sagt man das nicht so? Unbeschwert. Warte, was nächstes? 4 Vierteln und ein Bagel Chick, das ist meine Ration. Der Hopstler Wodka Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt voll nur eine Spur. Das ist ein Brunnenschrei oder was? Das ist aber... Brauchst du schon erst Hilfe, oder ist passt nicht? Mit einer Ruheslung, ein Bötzung, ein Schädel wieder zu. Magenweh und Husten und eine heilige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitze. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtel Schlieberwitz. Ein
Schneemannsblei ist ein Kinderspiel. Da denke ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Herzen, ist das der ärgste Job? Ich komm darauf, wie füll es auf, behindert er meinen Blutkreislauf. Und ich spiel mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Und ich spiel mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Mit einer Ruheslungenbütz, Zungenschädel wieder zu. Weh und Husten oder ähnliche Frisur, nicht schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein